bei der habe ich Bayern, der Blecker, um das geht's heute. Ja, der Blecken kommt von Blecken, also quasi wenn man ein bisschen angestrengter grinst, gell, ungefähr so. Ja, und ihr kennt es vielleicht vom Nockerberg, ja, oder auch woanders her, zum Beispiel vom Schattenhofer, der ist auch schon erbleckt worden. Ja, und wie das genau geht und was das eigentlich ist, das wird uns heute der Jürgen Kirner sagen. Grüß dich, Jürgen. Grüß dich, servus. Ja, der Jürgen kommt natürlich, wie soll es anders sein, aus meiner schönen Heimat, der Oberpfalz. Ja, wir Oberpfälzer, wir mögen die Blicker wahnsinnig gern. Wir nehmen gern Anteil am Leben anderer. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, vom Nockerberg her kennt ihr das, der Blecker. Das ist ein typisch bayerischer Starkbierbrauch seit 1891. Was ist jetzt das genau für alle, die es nicht wissen? Ja, das ist jemandem einen Spiegel verhalten, also verbalerweise. Und du erfährst dann deine negativen Seiten und die sollen dann aus dir was machen, die sollen die verrot rein. Also der wird nur Tafel geschossen und der eine, der packt und der andere packt es halt nicht, oder? Ja, da gibt es mitunter schon welche, die das nicht verpacken. Und da ist es wirklich so, dass ich draußen im Fürstenfelder Salvator, den ich jedes Jahr mache, schon bei der Fastenpredigt Leute gehabt habe, also Politiker, die wo dann nicht mehr gekommen sind. Deswegen. Okay. Okay? Das hat mich wirklich gefreut. Das hat mich nicht gefreut. Weil da hat wenigstens die Wahrheit ein bisschen was geholfen. Und was hat jetzt das Ganze eigentlich mit dem Starkbier zum Dauern? Ja, beim Starkbieranstich, es war halt damals so, dass es die Bußpredigten gegeben hat in der Kirche und dann hat man gesagt gehabt, nachdem das ja ein Orden ist, der Salvatorbier ausschenkt, dass man dann eine öffentliche Bußpredigt veranstaltet in Form eines Paters. Aber dann hat man eine satirische Bußpredigt daraus gemacht und das Ganze ein bisschen aufzulockern, hat man dann, sag ich mal, einen Gstanzlsänger mit dazu genommen. Zum Beispiel in der Anfangszeit einen Rodejackel. Ja, das ist doch ein Volkssänger gewesen, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Und dann in der Folgezeit hat man dann die Politikertypen nachgemacht und hat schon langsam dann die Singspiele entwickelt. Wie kann jetzt ich das lernen? Also, ich überlege jetzt zum Beispiel, Tante Moni hat jetzt dann bald Geburtstag und ich möchte jetzt einmal so richtig aufhauen. Wie geht das an? Also ich glaube, dass du gar nicht so viel lernen musst, weil du hast so freche Goschen. Also von daher passt das wunderbar. Also du musst schauen, welche Schwachstellen das gibt. Gell? Und die Schwachstellen musst du als in ein Positives umwandeln. Das heißt, also du musst es dann so karikieren, dass das ganz witzig und originell rüberkommt. Also wenn die zum Beispiel sagt, sie kauft sich alle Damen lang einen Schal, dann musst du irgendwas aus diesen Schals stricken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das magst du dann bei der Tante Moni. Okay, dann muss ich mich mal hier hocken und mir Gedanken drüber machen. Genau, richtig. Jawohl, und wenn ich nicht weiterkomme, dann komme ich einfach zu dir, gell? Du hilfst mir Genau, schon. richtig, sowieso. Jawohl. Sowieso. Also Gell? dann, viel Spaß beim der Blecker, gell? Macht's es gut. Ja, Servus. Servus bei der habe ich Bayern, der Blecker, um das geht's heute. Ja, der Blecken kommt von Blecken, also quasi wenn man ein bisschen angestrengter grinst, gell, ungefähr so. Ja, und ihr kennt es vielleicht vom Nockerberg, ja, oder auch woanders her, zum Beispiel vom Schattenhofer, der ist auch schon erbleckt worden. Ja, und wie das genau geht und was das eigentlich ist, das wird uns heute der Jürgen Kirner sagen. Grüß dich, Jürgen. Grüß dich, servus. Ja, der Jürgen kommt natürlich, wie soll es anders sein, aus meiner schönen Heimat, der Oberpfalz. Ja, wir Oberpfälzer, wir mögen die Blicker wahnsinnig gern. Wir nehmen gern Anteil am Leben anderer. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, vom Nockerberg her kennt ihr das, der Blecker. Das ist ein typisch bayerischer Starkbierbrauch seit 1891.